Manche Entdeckungen sind derart außergewöhnlich, dass sie ein sich über Jahre hinweg steigerndes Interesse wecken. Ein Beispiel dafür ist die römische Villa von Centelles. Das wahre Ausmaß dieser Entdeckung blieb über lange Zeit verborgen. Ihre steinernen Mauern bewahren zwar eines der bedeutendsten Zeugnisse frühchristlicher Kunst in Spanien, dennoch gibt uns die Villa weiterhin zahlreiche Rätsel auf. Wir laden euch ein zu einem Gang durch die Geschichte, um ein einzigartiges Denkmal kennenzulernen, das noch immer Anlass zu Interpretationen und Untersuchungen gibt. Im 16. Jahrhundert erwähnt Lluís Pons d'Icart erstmalig die Romanisierung von Centelles, damals noch eine dem heiligen Bartholomäus gewidmete Kapelle zwischen Constantí und dem Fluss Francolí. Cerca de la villa de Constantí se encuentra un muy antiguo edificio llamado Centelles, que sin duda es obra de los romanos. Zuvor im Mittelalter hatte das Gebäude die Pfarrkirche des Dorfs Centelles beherbergt, die dann im 14. Jahrhundert aufgegeben wurde. Die religiöse Nutzung muss entscheidend dazu beigetragen haben, dass ein Teil des Bauwerks vollständig bis zum Dach erhalten blieb, was schon allein eine außergewöhnliche Tatsache darstellt. Im Jahre 1859 wurde die stark beschädigte, unbenutzte Kapelle von Antoni Soler erworben und danach zu einem Gehöft umfunktioniert. Doch erst ein paar Jahre später, im Jahre 1877, offenbarte sich das überraschende Geheimnis von Centelles. Hace tiempo había notado que, desprendidos unos trozos de yeso de la cúpula de San Bartomeu, se observaban dibujos. La casualidad hizo descubrir que toda la cúpula era un mosaico de gran relevancia. Die Bedeutung dieser Entdeckung zog Gelehrte wie Bonaventura Hernández Sanahuja und später auch Lluís Domènech i Muntaner an. Im Jahre 1931 wurde Centelles zum kunsthistorischen Denkmal erklärt. Und dennoch, die wahre Bedeutung von Centelles zeigte sich erst, als das Deutsche Archäologische Museum 1959 das Gebäude erwarb und mit der aufwendigen Wiederherstellung begann, die erst dessen wahren Wert ans Licht brachte. Im Jahre 1978 übergab die deutsche Regierung das Monument an den spanischen Staat. Später ging es dann an die autonome Regierung Kataloniens über. Die römische Villa von Centelles hat eine Geschichte voller Geheimnisse und Tatsachen. Eine Geschichte, die uns noch heute immer wieder vor neue Rätsel stellt. Welchem Zweck diente Centelles ursprünglich? Wie veränderte es sich? Welche verschiedenen Funktionen hatte das Bauwerk? Die archäologischen Funde deuten darauf hin, dass die Römer an gleicher Stelle eine Villa erbaut hatten. Ein ländliches Gebäude zur landwirtschaftlichen Nutzung der Umgebung und nahe der römischen Straße gelegen, die von Tarraco ins Landesinnere führte. Nachdem das alte Anwesen verlassen und zerstört war, wurde in der Spätantike ein neuer Bau errichtet, von dem noch einige der Haupträume sowie die Bäder erhalten sind. Aus dieser Zeit stammt auch der Kuppelsaal, der einzige Raum, in dem noch die ursprüngliche mit Malereien und Mosaiken verzierte Decke erhalten ist. Zu beiden Seiten befanden sich weitere Räume, die das prachtvolle Kernstück des Gebäudes bildeten, das sich zu einem großen Garten hin öffnete.
Die Forschungen über das Monument haben zu verschiedenen Hypothesen über die Nutzung des Bauwerks geführt. War Centelles das Haus einer Adelsfamilie? Eine Thermenanlage? Eine Basilika? Eine unvollendete Villa, die in ein Mausoleum für Konstanz II., den Sohn von Kaiser Konstantin, umgewandelt wurde? Der ursprüngliche Zweck von Centelles ist immer noch von Rätseln umgeben. Das Mosaik von Centelles, ein Juwel frühchristlicher Kunst, vermittelt einen bleibenden, geheimnisvollen Eindruck. Wenn man von der Tür aus nach oben blickt, lässt sich das Mosaik der Chor der Kuppel erkennen. 3 konzentrisch verlaufende Abschnitte, deren gemeinsamer Mittelpunkt ein Medaillon im Zenit der Kuppel ist. Ein aufwendiges Muster von 1 Million Mosaiksteinchen in lebendigen Farben, das Szenen verschiedener Thematiken darstellt. Auf dem unteren Abschnitt, oberhalb des Fensters, sieht man Personen bei der Jagd, die sich zu beiden Seiten hin abspielt. Am anderen Ende, über der Tür, ist das Anwesen dargestellt, Start- und Zielpunkt der Jagdgesellschaft. Darüber befindet sich ein Bereich mit verschiedenen Bibelszenen. Der gute Hirte, direkt über der mittleren Figur der Jagdgesellschaft. Jonas und der Wal. Die 3 jungen Männer im Feuerofen. Daniel in der Löwengrube. Sowie weitere, jedoch verloren gegangene oder stark beschädigte Szenen. Der oberste Abschnitt zeigt auf 4 Paneelen jeweils einen Thron, auf dem eine Person sitzt. Diese Paneelen werden von weiteren kleineren flankiert, auf denen die 4 Jahreszeiten dargestellt sind. Frühling und Herbst sind dabei am besten erhalten. Ganz oben auf dem zentralen Medaillon erscheinen lediglich 2 Gesichter, die nicht ausreichend gut erhalten sind, um auf ihre Bedeutung schließen zu können. Historiker und Archäologen haben die thronenden Figuren auf verschiedene Weise interpretiert. Einige von ihnen haben diese Personen in Verbindung gebracht mit einem kaiserlichen Plan, geschmiedet vom Usurpator Magentius, dem Mörder Konstans II. Andere sehen in ihnen Mitglieder einer Familie des Hochadels und wiederum andere hohe kirchliche Würdenträger. Das gesamte Bildprogramm geht ineinander über wie ein kreisförmiges Universum. Ein Universum, das offen ist für immer neue Interpretationen. Centelles zu entdecken bedeutet auch, die römischen Wege zu erkunden, die es mit Tarraco und anderen Monumenten verbinden, die das herausragende architektonische Erbe dieser Gegend ausmachen. Zeichen einer kulturellen Identität, wesentliche Teile des reichhaltigen und komplexen Mosaiks, das wir Geschichte nennen. Die Geschichte von Centelles geht weiter. Es bleibt sicher noch vieles zu entdecken. Dennoch laden wir euch ein, all das kennenzulernen, was Centelles uns bislang offenbart hat.